Mir gehen lo als bisschen aufkille, weil ich weiß, dass du, wo Lisa lo ass, du ginnet eine andere mocht gut glassen, Lisa. Genau, aufkillen ist gut gesagt von unserem letzten Besuch an dem Grill, wo ich gut geschwäst habe. Lo hei aber ein kleinen Platz, ein kleines Glassewähnchen, aber nicht irgend falsch gelassen, Tanja. Wir sind in der Schäferei an Duttich, wir sind von Weiler der Tour. Und wir haben einen Mülleschof und wir machen Glas davon. Also wir sind als Lösbe schon ein bisschen unikat. Wir sind auch berühmt mit unserem Mülleschoofsglas. Okay, wie viel Schof hat wie viel Milch produziert an geht all die Milch wirklich just streng an Klasse? Also wir haben an der Zeit auch Käse gemacht, wir haben abgehalten, weil viel Arbeit das, ganz viel Arbeit, intensiv. Aber wir machen aber richtig für ein neues Glas. Ne? Und die haben wir beibehalten. Und wir haben 140 Milchschof, das heißt Mammen, wo wir streichen all da. Und die Milch geht exceptionell just für das Glas geholt. Und natürlich, man noch Joghurt. Und wie viel Liter Milch können du bei 140 Stück so Dach zusammen? Das ist ganz verschiedentlich. Das Problem ist die vom Jahr geben vielleicht 1 Liter Milch den Dach. Das ist nicht wie mit der Code zu vergleichen. Aber so das älteste so bis 3 Liter Milch, ja. Wie viel Liter Milch brauchst du für so eine Vollpackung Glas zu kriegen? Eng Vollpackung, also das ist immer so eine Sache. Bei 7 Liter zum Beispiel, und dann mit einem Bars dabei, und alles kriege ich dann 9 Liter Tee, ich kriege dann 3 Chargen Glas, so mit 4 Liter. So. Okay, das ist schon nicht so schlecht. Ja, das ist gut. Dann muss noch bedenken, Schoßmilchglas, die ist mir heute am Fettgehalt. Ich brauche keine Megamilchpulver dran zu machen. Und das möchte dann noch Glas natürlich auch schön geschmeidig, so bis 7% Fett im Moment. In der Laktation bis 8,5. Und was mir auch ganz viel verschaffen, das sind dann also die Früchte vom Eis vom Haft, Mirabelle oder Quetsch, das ist so Saison, oder Hirlander Blei. Und Cassis machen wir auch. Also es gibt keine Farbstoffe dran gemacht, es gibt alles wirklich gelost, wie es ist. Ne? Alles direkt von ihr vom Hof? Alles. Den Erdbeer haben wir noch nicht. Wir gehen aber auch bei Lützebauer Produzenten. Wir gehen noch in der Sache sicher, sodass den anderen ein bisschen unterstützt. Und die frischsten Glassen, die gehen alle gut mit dem Joghurt gemacht. Und die anderen Vanille, die traditionelle Mokka, Schokolade, wird alles mit Schafsmilch gemacht. Wow, okay, das klingt aber fantastisch. So ein Naturprodukt, aber schon Salohäre für meine Lina ist nicht das allerbeste heute. Das geht immer, ja, ja. Gut, es geht anscheinend immer wahr. Wie viele verschiedene Sorten Glas hat er? Also das hängt ganz davon ab, wie wir auch als Ideen haben. Wir sind auch ganz flexibel. Wie Lohai zum Beispiel haben wir den Mokka, Mango, Schokolade, Erdbeer, Hirlander Blei, Mirabelle. Und noch Cassis dann an Fior de Latte, das ist Milchglas am Anfang an sich selber. Und dann geht es nach, also wir machen noch ein Zitronenglas, also Stracciatella, alles so quer durch den Garten. Ja, und ich habe auch schon ein paar Mal gehört, für Leute, die laktoseintolerant sind. Ja. Ist das halt noch eine 4D? Ja, ja, also die ist ganz gut verdaulich, die Glas. Und ich habe ganz gute Success bei diesen Leuten. Und Sarah ist die, weil ich eben kein Magermilchpulver verwehrt von der Kuh. Und wir sind ganz positiv da, also guten Zugang haben wir davon. Perfekt. Also ihr seht, jetzt war gerade ein Bull Glas gemäht. Die ist aber schön rund hier an der Korne. Ja, aber muss ich noch den Löffel spulen. Perfekt. Was soll dir, wer ist die beste Zucht? Die besten Sorten, also das ist für die gut. Ne? Für mich ist im Moment Cassis die beste, die ist frisch bei diesen warmen Temperaturen. Und Hirlander Blei natürlich auch. Saisonal bedingt, ja, das ist immer ein bisschen so Variation, was für das. Okay, super. Ich wollte schon immer so ein Bullglas rollen. Dir steht eigentlich so 100 im Konter, so schön, Giffe, manchmal ganz flott ausgesehen. Das Mikro nach. Ja, vielleicht. Du musst just erklären, was ich da machen muss, weil okay. Sonst weiß ich nicht. Okay, du musst den Löffel da holen, den Glaslöffelchen. Voilà. Und du musst einen Karree drüber drücken. Das ist die Waschzügel. Automatisch. Voilà. Dann macht er hier ab. Dann holt er ein Korne oder was will er.
mein Kameramann mal. Was will mein Kameramann? Wie viel dir bist du holen? Okay. Boah, sie sind vielleicht dafür vielleicht just Engmul haut. Ich kann nicht profitieren davon. Die kriegt sich nicht dezidiert. Ich will nur einfach mal hier Engmul Kassis raus. Und dann? Wie machst du? Dann holt er ein Hörnchen hei. Und dann holt er ein Roll da raus. Voilà, fest. Ja, die Kasse ist ein bisschen mehr ein Starkglas. Wir brauchen nicht so tief zu fahren, weil da möchten sie Staut dabei. Das geht so überflächig rausgerollt immer rum. Voilà, tipptopp. Spulen. Da könnt ihr da ransetzen. Und so ist immer regelmäßig die Sache über die Bühne geht. Boah, schon mal mein Kassis Glas selber anscheinend schon ein bisschen schwer gedacht, weil ich so tief voll drauf war. Okay. Bon, ich gehe die heute mit dem Kameramann. Ich Lust, dass die gut machen. Ich probiere auch noch so ein Zergatterin. Ich hoffe, ich habe schon erst nicht so viel lang gemacht am Studio.